Wir gehen weiter. Mein Name ist Philemon Resnick, ich bin Pastor hier in dieser Kirche in der FEG Embrach und ich freue mich, ein paar Worte an euch richten zu können. Und der Titel von diesen Worten heißt Passionsfrucht. Jetzt habt ihr das vielleicht auf dem Flyer ja gesehen oder in der Einladung und ich kann mir vorstellen, einige haben sich gefragt, wieso heißt das Thema an einem Ostersonntag Passionsfrucht? Was soll das Ganze? Woher kommt diese Passionsblume? Wieso genau hier? Es war vor mehr als 400 Jahren in Mexiko. Da war ein Pater, Emanuel de Villegas. Er hat wahrscheinlich dieses Gestrüpp gesehen, hat es genau angeschaut und hat plötzlich etwas darin entdeckt. Da kommt ja eine Blume heraus. Die geht auf. Er hat das beobachtet und angeschaut und hat plötzlich diese wunderschöne Passionsblüte entdeckt. Und jetzt war dieser Pater wahrscheinlich so ergriffen von dieser Geschichte von Jesus und dem Kreuz, dass er diese Blume angeschaut hat und plötzlich gedacht hat, ui, in dieser Blume drin stecken ja ganz viele Symbole, die da in dieser Geschichte von Jesus und dem Kreuz vorkommen. Er hat so diese Symbole gesehen und angeschaut und hat gedacht, ja, Jesus, sein Leidensweg, den er gegangen ist, lateinisch Leiden, Passio, Passion, Passionsblume, Ostern, Geschichte vom Kreuz von Jesus und der Auferstehung. Und schon passt es wunderbar zusammen, diese Passionsblume und Ostern. Und ich habe mir überlegt, der Pater hat wahrscheinlich gedacht, dass tatsächlich Gott als Schöpfer sowie symbolisch schon etwas in diese Blüte hineingelegt hat, um von dem zu erzählen, was da mit Jesus und dem Kreuz und so weiter passiert ist. Ich habe mir dann aber gedacht, vielleicht war einfach dieser Pater so bewegt von dieser Geschichte, dass er überall so Symbole gesehen hat. Wir machen mal eine Abstimmung. Was denkt ihr eher? Wer denkt eher, dass da Gott als Schöpfer solche Symbole in die Blüte hineingelegt hat und der Pater hat sie entdeckt? Wer denkt eher, dieser Pater hat diese Geschichte so geliebt und überall diese Symbole gesehen und hat sie dann auch in dieser Blüte entdeckt? Naja, jetzt könnten wir eine Kampfabstimmung machen, ist etwa unentschieden herausgekommen. Vielleicht denken aber einige jetzt auch, ja gut, diese Geschichte von Jesus mit dem Kreuz und so ist eigentlich eine brutale Geschichte. Ich meine, das ist eine sehr blutige Geschichte, da geht es um Tod, Dunkelheit, Finsternis, Hass, Mord. Und jetzt schaut dieser Pater diese wunderschöne, also ich finde das, wenn ich das so sehe, ein wunderschönes Bild. Schaut diese wunderschöne Blüte an und sieht darin so etwas Brutales. Vielleicht fragt ihr euch auch gerade, wie das miteinander zusammenhängen kann, dass man in so etwas Schönem, so etwas Brutales quasi erkennen kann. Und da wollen wir ein bisschen auf die Spur kommen. Und ich habe in dieser Bibel einen spannenden Text entdeckt, der genau dies zeigt. Und den wollen wir zusammen lesen. Dieser Text steht im Neuen Testament und ich schlage da auf im 1. Korinther 15. Das Spannende ist, das ist einer der ersten Berichte, die bis heute überliefert sind, die dieses Thema von Ostern und Kreuz aufnehmen. Und da heißt es, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Also da ist jemand, der schreibt. Der Schreiber heißt Paulus, das ist überliefert, und er schreibt Leuten, er nennt sie Geschwister, also er schreibt an Leute, die sich Christen nennen, in einer anderen Stadt, in Korinth, deshalb heißt es da im Korintherbrief. Und er schreibt diesen Leuten von dieser Botschaft, die sie gehört haben. Er nennt diese Botschaft auch Evangelium, das bedeutet eigentlich eine frohe, eine fröhliche Botschaft. Und über diese Botschaft hier sind mir 4 Dinge aufgefallen. Das erste ist, er hat ihnen gesagt, ihr habt ja diese Botschaft angenommen.
Ich habe sofort gedacht, interessant, man kann diese Botschaft annehmen, das heißt, man kann sie aber auch ablehnen. Das ist beides möglich. Das Zweite, was mir auffällt, ist, er sagt ihnen, diese Botschaft ist die Grundlage von eurem Leben geworden. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich recht krass. Ich weiß nicht, was eure Grundlage vom Leben ist. Könnt ihr es einfach so schnell sagen? Was ist eure Grundlage vom Leben? Ist gar nicht so einfach, oder? Auf jeden Fall, diese Botschaft muss so krass bahnbrechend für diese Leute gewesen sein, dass sie sagen, wir haben das zur Grundlage von unserem Leben gemacht. Ich habe ein kleines Experiment für jeden ganz persönlich, um herauszufinden, was man so für eine eigene Grundlage vom Leben hat. Es gibt ja so verschiedene Beispiele, was die Grundlage sein könnte. Man findet das heraus, wenn man sich in Gedanken vorstellt, man würde jetzt sein Leben vorwärts spulen. Ich weiß nicht, wie alt ihr werdet, vielleicht 100 Jahre oder so. Dann spult ihr so weit nach vorne und überlegt mal den Moment, wo ihr dann irgendwann mal auf dem Sterbebett liegt. Dann schaut ihr zurück und überlegt, wegen dem hat es sich gelohnt zu leben. Und das, was euch jetzt in den Sinn kommt, das könnte so eine Grundlage vom Leben sein. Oder? Es gibt Leute, die sagen, meine Grundlage, das ist Spaß, Vergnügen, Hauptsache es macht mir Freude, das ist so ein weit verbreiteter Spruch heute. Vielleicht sagen Leute auch, nein, Beziehungen, das ist für mich das Grundlegendste. Das ist wichtig im Leben, die Familie, die Beziehungen, Liebe. Oder vielleicht sagen auch Leute, der eigene Erfolg, das ist auch so ein verbreiteter Spruch, Hauptsache es bringt mir was. Oder Hauptsache, wenn das die Grundlage ist, erfolgreich in der Arbeit, wo man unterwegs ist. Also überleg dir kurz, wenn du dir diese Szene vorstellst, wenn du mal zurückschaust auf dein Leben, was würdest du sagen, war dir das Wichtigste? Weshalb hat es sich gelohnt zu leben? Kurz für sich überlegen. Das wäre jetzt ein extrem spannender Moment, um in all diese Gedanken hineinschauen zu können. Auf jeden Fall sagt dieser Schreiber, dieser Paulus, diese Botschaft, die war so wichtig für die Leute, dass es für sie zur Grundlage des Lebens geworden ist, finde ich recht krass. Dann ist mir auch aufgefallen, er sagt, diese Botschaft hilft dazu, um gerettet zu werden. Habe mir auch gedacht, wenn man gerettet werden will, muss man ja in irgendeiner Notsituation sein oder irgendwie verloren sein oder Rettung brauchen. Wenn man gar keine Rettung braucht, kann man gar nicht gerettet werden, oder? Also irgendwie waren die Leute in einer Situation, wo sie Rettung brauchten und diese Botschaft kam und sie wurden gerettet. Alles andere macht ja keinen Sinn, oder? Stell dir mal vor, du rufst die Rega an, sagst, hallo, hallo, bitte abholen. Sagen sie, ja, was ist passiert? Ja, zu meinem Lifestyle passt gerade ein Helikopterflug. Also man muss schon in einer Notlage sein, um gerettet zu werden, logisch, oder? Und dann, was mir auch auffällt, er schickt noch eine Warnung mit. Er sagt, ihr müsst in dieser Botschaft bleiben, weil sonst macht alles dann keinen Sinn. Sonst ist dann alles für die Katze. Und dann geht dieser ganze Text weiter. Dann heißt es, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Und jetzt seid ihr sicher schon ganz gespannt, was es mit dieser Botschaft auf sich hat, mit diesen folgenden entscheidenden Punkten. Es werden jetzt 4 Punkte genannt. Und ihr merkt sofort, wir sind mitten bei der Passionsblume. Das heißt dann so, erstens, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Zweitens, und dass er begraben wurde. Drittens, und dass er auferweckt worden ist am 3. Tag nach den Schriften. Und viertens, dass er Kephas erschienen ist, dann den 12. Vielleicht denkst du jetzt, wow, ich habe mir eine krasse Botschaft vorgestellt. Was machen wir jetzt mit dem? Wir schauen mal ein bisschen genauer hin, um zusammen zu entdecken, wieso diese Botschaft für diese Leute damals so unglaublich krass und fundamental war für ihr ganzes Leben. Und dieser erste Punkt, Christus ist für unsere Sünden gestorben.
Das wird hier so einfach gesagt. Aber eigentlich ist es genau das, was in dieser Passionsblume zum Ausdruck kommt. Also ich habe hier nochmals diese Blüte hervorgenommen und dieser Pater, der diese angeschaut hat, hat darin gesehen, dass Jesus einen Weg gegangen ist und verschiedene Dinge, die auf diesem Weg passiert sind, dass er eben gestorben ist, die kommen hier in dieser Blüte vor. Also etwas, was er zum Beispiel entdeckt hat, sind diese vielen Zacken der Blätter, die hier herauskommen. Ich bin jetzt kein Botaniker und kann das nicht ganz genau benennen, aber er hat wie gesehen, das sieht aus wie eine Dornenkrone. Innen ein bisschen violett noch mit dem Blut, ein Symbol für die Dornenkrone, die man Jesus aufs Haupt gedrückt hat. Dann hat er auch so diese gelben Teile gesehen. 5 sind es. Dann hat er gedacht, bei Jesus war das ja ganz ähnlich. Man hat ihm die Hände durchbohrt, die Füße durchbohrt und dann mit der Lanze auf der Seite noch auch hinein in den Körper hineingebohrt. Quasi die 5 Löcher oder 5 Wundmale von Jesus. Hat das angeschaut und gedacht, interessant, dass das da wie abgebildet ist. Oder hat diese Dinge in der Mitte gesehen, die aussehen wie Nägel. Ein Nagel, die rechte Hand ans Kreuz genagelt, ein Nagel, die linke Hand ans Kreuz genagelt, ein Nagel durch die Füße hindurch. So hat er sich das vorgestellt, da sind sogar die Nägel abgebildet und hat noch andere Symbole von diesem Sterben von Jesus in dieser Blüte entdeckt. Ich gehe jetzt nicht auf alle ein, ihr könnt mal googeln. Es haben Leute dann noch plötzlich ganz viele andere Dinge auch gesehen und so weiter. Ist noch interessant. Aber ich habe mich gefragt, wieso kann das sein? Wieso sagt dieser Paulus, dass das so eine wunderbare Botschaft ist? Wieso schaut dieser Pater diese wunderschöne Blüte an und sieht in diesem Schönen aber auch das Leid irgendwie? Oder umgekehrt, kann das Leiden von Jesus für ihn so etwas Schönes sein? Und ich habe mir gedacht, das Einzige, was eigentlich logisch ist, dass dieser Pater damals so wie eine tiefe Erkenntnis gehabt hat, was das mit dieser Sünde auf sich hat, von dem dieser Paulus auch gesagt hat. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Also ausgedrückt, Jesus ist nicht gestorben wegen seiner eigenen Verbrechen, die er begangen hat, oder irgendwie einfach als Märtyrer, sondern zum Ausdruck gebracht, Jesus ist gestorben wegen unserer Sünde. Und ich kann mir vorstellen, dieser Pater war da. Ich weiß nicht, was ihr so über so Missionare und Pater denkt. Vielleicht denkt ihr, das sind auch nicht die frommsten Leute, die haben wahrscheinlich auch ein bisschen Dreck am Stecken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Pater da war und gemerkt hat, ja, eigentlich habe ich auch einiges an Dreck am Stecken. Eigentlich habe ich auch einiges Schlechtes im Leben. Ich meine nicht so Sünde, eine süße Verführung zum Beispiel oder Gott einem allen Spaß wegnehmen will oder so, sondern so die Dinge, die uns von Gott wegnehmen oder die uns trennen von Gott oder wo wir sagen, wir wollen Gott nicht, wir brauchen Gott nicht, wir verbannen ihn aus dem Leben. Wir werden eigentlich Gott los. Wir schaffen ihn ab und werden dadurch auch irgendwie gottlos. Und dieser Pater hat wahrscheinlich gedacht, jetzt habe ich in diesem Buch gelesen, dieser Gott, der sich vorstellt, nicht einfach als eine universale Kraft oder irgendwo etwas, das irgendwo wirkt oder so, sondern ganz persönlich. Als derjenige, der Leben gibt, als der Ursprung von Frieden, von Liebe, von Hoffnung. Und hat sich so vorgestellt, ja gut, ohne Gott, wenn alles gottlos wäre, dann wäre ja da keine Liebe mehr, keine Freude, kein Frieden. Dann wäre da noch Schmerz oder Hass oder Hoffnungslosigkeit oder Leid. Und zum Glück hat sich Gott nicht aus dieser Welt zurückgezogen, sonst wäre es nicht mehr schön in dieser Welt. Und dieser Pater hat gemerkt, dieser Jesus hat ja von mir diese Gottlosigkeit weggenommen. Er hat diesen Hass auf sich genommen. Er hat dieses Leiden auf sich genommen, diesen Schmerz auf sich genommen. Für mich. Und ich kann mir vorstellen, dass er deshalb diese Blume angeschaut hat und gemerkt hat, wie wertvoll und wie wunderschön für ihn dieses Geschehen wird, weil er sieht, Jesus hat ihm das abgenommen und weggenommen. Und jetzt sagt eigentlich dann dieser Paulus als zweites dazu, und dass er begraben wurde. Das ist ihm ganz wichtig. Und wir können kurz überlegen, wen begräbt man? Einen Lebendigen oder einen Toten? Normalerweise den Toten. Also wer jetzt gezögert hat,
Aber das ist ihm offensichtlich ganz wichtig, dass real Jesus wirklich gestorben ist, um auszudrücken, er hat wirklich für diese Schuld und Sünde bezahlt. Erjenige, der Gott war und schuldlos war, konnte unsere Schuld auf sich nehmen. Ich meine, umgekehrt, ich weiß nicht, wer hat schon einmal einen Bußzettel bekommen? Fast niemand, alles klar. Ihr könnt ja auch nicht dann zur Polizei gehen und sagen, ja, ich bezahle jetzt für diese Buße symbolisch, einfach so metaphysisch in Gedanken, du darfst es in dein Herzen aufnehmen. Ihr könnt es ja mal probieren, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall, dieser Paulus sagt, Jesus ist real gestorben, er hat wirklich bezahlt, er wurde begraben, es gab ein Grab, man hat einen Stein davor gewälzt, das war bekannt, es wurde bewacht, es war sogar von oberster Stelle quasi so bekannt gemacht. Und vielleicht hat er dann diese Blume, diese Blüte weiter angeschaut und hat gedacht, ja stimmt, auch so eine Blüte stirbt ja mal ab. Irgendwann ist die Blüte vorbei und sie verwelkt, oder? Sie wird immer kleiner und schwächer. Und aber spannend, wenn man das weiter beobachtet, oder? Da entsteht ja auch etwas. Ich gehe noch mal eins zurück. Hier sieht man schon ein bisschen, oder? Was da im Dunkeln, im Verborgenen passiert, oder? Da wächst ja etwas. Es kommt etwas hervor. Ich habe mir schon gedacht, eigentlich ist so eine Passionsfrucht, wenn wir sie kaufen im Laden, ist sie meistens ja so relativ dunkel und schwarz und schrumpelig, so fast schon ein bisschen wie ein Grab, weiß ich jetzt nicht, aber eine Gruft oder so eigentlich leblos. Und man denkt sich, das soll fein sein, das soll lecker sein, da soll Leben drin stecken. Und dann aber, wenn man es aufmacht, oder, dann steckt es voller Leben. Und ich finde das so ein schönes Bild, weil es ist ja nicht hier geblieben. Jesus ist nicht am Kreuz oder im Grab geblieben, sondern diese Botschaft geht ja dann weiter. Diese geht ja dann weiter und da sagt der dritte Punkt, der mir ganz wichtig ist von dieser Botschaft, Jesus ist auferstanden. Deshalb feiern wir Ostern. Deshalb sind wir heute hier. Und zwar genau am dritten Tag, so wie es die Schrift gesagt hat. Also Paulus sagt es auch nicht. Ihm ist wichtig, dass er diese Behauptung macht, es ist nicht einfach auch metaphysisch oder im Herzen von Leuten passiert, sondern am dritten Tag historisch nachvollziehbar. Der ist wirklich auferstanden. Und ich habe mir schon gedacht, eigentlich ist es ja eine mega wichtige Sache. Wenn Jesus wirklich behauptet, er könne uns die Sünden, die Schuld vergeben, uns zu Gott zurückführen und uns ein ewiges Leben bei ihm in Liebe, Hoffnung, Frieden, Freude schenken. Also wenn er das behauptet, macht er eine verrückte Behauptung, oder? Jetzt nehmen wir an, dieser Jesus geht hin und stirbt und bleibt tot. Schon nicht so glaubwürdig, wenn er sagt, ich schenke allen ein neues Leben, oder? Hingegen, wenn er wirklich die Macht über den Tod hat, wenn er die Macht hat, stärker als die Naturgesetze, übernatürliche Kraft, göttliche Kraft und wirklich von den Toten wieder lebendig wird, dann wird es plötzlich vertrauenswürdig. Können wir denken, okay, wenn das wirklich passiert ist, dann könnte es ja sein, dass dieser Jesus wirklich die Macht hat, ein Leben in Ewigkeit zu schenken. Aber wenn es nicht passiert ist, ja gut, kann er behaupten, was er will. Jeder kann behaupten, was er will, oder? Groß reden können viele. Deshalb scheint es diesem Paulus so wichtig zu sein, er ist historisch tatsächlich auferstanden. Und da kann ich mir schon vorstellen, da gab es viele Leute, die waren da und dachten, bei diesen Korinthern oder so, die dachten, das ist eine verrückte Geschichte. Also wer das glaubt, wird selig. Wie soll das möglich sein? Ist ja völlig außerhalb von aller irdischen Erfahrung, die es gibt. Und wahrscheinlich war dieser Schreiber, dieser Paulus, damit auch konfrontiert, dass die Leute ihm gesagt haben, du spinnst. Was erzählst du für eine Geschichte? Das geht ja gar nicht. Und wahrscheinlich hat er gedacht, ja, eigentlich haben die recht, es geht ja wirklich nicht. Wie kann er dann trotzdem da hinstehen und das einfach behaupten? Und deshalb ist dieser vierte Punkt noch spannend, weil er sagt, dieser auferstandene Jesus ist Menschen begegnet. Die konnten es wahrscheinlich selber nicht erklären. Die haben wahrscheinlich selber gedacht, spinne ich jetzt? Was ist los? Aber die begegnen einem Auferstandenen und ihr ganzes Leben verändert sich.
Als erstes sagt er, ist er diesem Kephas erschienen, da ist dieser Petrus gemeint. Einer, der mit Jesus unterwegs war und der später auch als Prediger unterwegs war an vielen Orten. Also dieser Paulus sagt, nicht nur ich erzähle euch diese Botschaft, sondern es gibt auch andere Leute, die unterwegs sind und genau die gleiche Botschaft erzählen. Und dann sagt er, aber nicht nur die, sondern auch noch 12 weitere. Damit sind die Leute gemeint, die Jünger, die Leute, die neu mit Jesus unterwegs waren. Und vielleicht denken dann einige von diesen Korinthern oder von uns, ja, die haben sich das gut ausgedacht. Sind diese Kephas, dieser Petrus und die anderen 12 zusammengekommen, haben sich eine tolle Geschichte überlegt. Und jetzt erzählen sie das allen herum. Und der Bibeltext geht dann aber weiter. Ich lese noch ein kleines Stück weiter. Es heißt dann, später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch heute. Ich habe mir dann gedacht, okay, nehmen wir an, 500 Leute haben gleichzeitig die genau gleiche Halluzination. Das geht gar nicht, oder? Also jetzt haben wir plötzlich unglaublich viele von so Augenzeugen. Und es geht dann noch weiter. Danach zeigte er sich Jakobus. Ja, das ist wahrscheinlich der Jakobus gemeint, der ein Halbbruder von Jesus war. Und wir lesen in diesen Berichten von Jesus, dass die eigene Familie von Jesus sehr kritisch gegenüber Jesus war. Dass sie nicht recht geglaubt haben, dass er wirklich von Gott kommt. Dass sie das alles, was Jesus gemacht hat, wirklich kritisiert haben. Und jetzt ist offensichtlich dieser Auferstandene, diesem Jakobus erschienen. Und wenn wir dann weiter hinten lesen, sehen wir plötzlich, wie dieser Jakobus ein wichtiger Mann in der ersten Kirche wurde, die es gegeben hat. Also offensichtlich hat dieser kritische Jakobus, ist diesem auferstandenen Jesus begegnet, es hat irgendetwas in ihm bewegt. Und plötzlich hat er gemerkt, hey, da steckt ja etwas dahinter, das ist ein bisschen größer als meine irdische Vorstellung. Vielleicht gibt es auch Leute hier, die so wie Jakobus sehr kritisch sind. Und dann könnte es aber passieren, wenn man den auferstandenen Jesus begegnet, dass plötzlich alles ändert. Und dann heißt es weiter in diesem Bibeltext, und dann allen Aposteln. Die Apostel waren die Augenzeugen. Es waren die Leute, die lange mit Jesus sehr nah unterwegs waren. Das heißt, die haben Jesus wirklich gut gekannt. Mit anderen Worten, wenn irgendein Betrüger gekommen wäre und so getan hätte, als wäre er jetzt der auferstandene Jesus, diese Apostel hätten es sofort gemerkt. Die haben wirklich Jesus super gut gekannt. Dann heißt es noch weiter. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Also dieser Paulus sagt jetzt sogar, ich habe diesen Jesus gesehen. Und es ist schon spannend, weil dieser Paulus, das war jemand, der war extrem gegen Jesus. Der hat sogar die Jesus-Nachfolger verfolgt. Er hat sie sogar umbringen wollen. Also bis aufs Blut war er gegen diesen Jesus, völlig dagegen, völlig ablehnend. Und plötzlich begegnet er diesem auferstandenen Jesus und alles ändert sich und er schreibt jetzt, hey, das ist im Fall die grundlegendste Botschaft vom Leben, da kannst du dein ganzes Leben drauf bauen. Schon verrückt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Leute, die hier sind und sagen, nein, mit diesem Jesus will ich absolut nichts zu tun haben. Vielleicht bringt dir die Jesus-Nachfolger nicht gerade um oder so, aber einfach, nein, ich will nichts zu tun haben. Und es könnte sein, dass man diesem Jesus begegnet plötzlich und gar nicht mehr anders kann. Ein spannender Satz ist mir hier noch aufgefallen. Das sagt auch bei diesen 500 Leuten, einige sind zwar inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Das bedeutet, er sagt diesen Korinthern, hey Leute, ihr habt ja diesen Jesus jetzt nicht mit euren eigenen Augen gesehen, er ist nicht mehr hier auf der Welt, er ist direkt in den Himmel gegangen. Aber es gibt noch ganz viele Menschen, die können euch das bezeugen, die haben es selber gesehen. Ihr könnt bei denen nachfragen. Ihr könnt sie fragen, wer ihnen begegnet ist. Also das war ihm so wichtig, dass Jesus real auferstanden ist, dass man hingehen kann und nachfragen. Man kann fragen, hey, du warst doch so kritisch diesem Jesus gegenüber. Hey, du warst doch so ablehnend, du bist diesem Jesus begegnet. Das, ganz kurz, diese 4 Punkte von dieser Botschaft. Und vielleicht nehmt ihr das mit
wenn ihr eine so Passionsblume anschaut, ich weiß nicht, was ihr darin seht, aber vielleicht darf es ein Hinweis sein auf diese Geschichte. Ich möchte zum Schluss ein kurzes Experiment noch machen. Ich brauche dazu 3 Freiwillige, die hier auf diese Stühle kommen und die nichts dagegen haben, wenn sie in unserem Livestream kommen. Wer kommt zum Helfen? Wir brauchen 3 Freiwillige. Freiwillige vor. Es braucht ein bisschen Mut, aber es ist nichts Krasses. Also yeah, Applaus! Wer kommt noch? Da noch jemand, Freiwilliges, super, noch jemand. Ah, da kommt noch jemand, sehr gut. Ja, ich kann schon dich gemeint werden. Wir sehen, es braucht ein bisschen Mut, he? Das kommt erst mit der Lebenserfahrung. Sehr gut, ihr dürft euch hinsetzen. Ihr dürft euch hinsetzen. Okay, jetzt habe ich hier eine Frucht. Ihr kennt ja die, hä? Ist nicht so unbekannt. Ich gehe jetzt mal da nach hinten. Hier startet es. Meine Frage ist, ich meine jetzt spezifisch diese Frucht, nicht aus der Erinnerung oder so, spezifisch diese Frucht. Wie schmeckt sie? Diese Frucht, wenn ich sie aufschneide, sauer-süß. Bist du sicher? Also, Ja. Umso älter das sie ist, umso süßer, ja. Diese ist noch relativ jung, aber das heißt nichts. okay. Kommt sich immer darauf an, wann sie geerntet worden ist. Also wir haben hier einen Experten, hä? Der könnte nachher alle Tipps noch fragen. Wir gehen einen Schritt weiter. Also du darfst sie jetzt anschauen, diese Frucht. Was würdest du sagen? Wie schmeckt diese Frucht? Ich kenne sie leider nicht. Was? Dann müssen wir sie Nein, ich kenne sie nicht. Wie meinst du das? Ich habe sie noch nicht gesehen und nicht gegessen. Also du weißt, wie sie heißt, aber du hast keine Ja. Ahnung, wie sie schmeckt eigentlich. Aber du kannst ganz genau schauen. Ja, Hilft das nicht? wohl, ich würde es probieren. Ah, okay. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Du musst noch etwas arbeiten. Traust du dich, sie so aufzumachen? Schneide diese Frucht mal auf. Du darfst ein Stück probieren. So. Wie schmeckt sie? Also die ist eher ein bisschen sauer. Ein bisschen sauer? Ja. Ja. Ein bisschen genauer? Blumig, irgendwie, so fruchtig, haha. Ja, süß ist die nicht wirklich. Aber ich kenne sie auch süß, ja. Top, perfekt. Danke vielmals für euer Experiment. Ihr dürft mit diesem kleinen Siegerpreis wieder an den Platz gehen. Du hast noch mal Serviette. Also danke euch vielmals. Jetzt möchte ich dich zum Schluss fragen. Haben wir diese Frucht, diese Blume oder dieses Geschehen von Ostern, von der Auferstehung vom Kreuz? Welcher Person gleichst du am ehesten? Vielleicht der hier?
Du willst gar nicht genau hinschauen, was dieser Jesus getan hat. Vielleicht hast du da oder dort mal etwas gehört oder meinst es zu kennen, aber wie diese eine Frucht wirklich schmeckt, kannst du dir höchstens erahnen, aber du hast keine Ahnung. Vielleicht gleichst du auch dieser Person hier. Du schaust hin, du schaust manchmal hin zu Jesus, überlegst dir, ja, interessant, will ich ein bisschen mehr erfahren, schaust von verschiedenen Seiten. Aber wie es wirklich schmeckt, wie hat sie gesagt? Ich kenne diese Frucht nicht, konnte sie noch nicht sagen. Vielleicht gleichst du aber auch dieser Person. Sie war mutig, hat die Frucht, sie musste ja fast, aufgeschnitten, probiert und in dem Moment wusste sie genau, wie es schmeckt. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, ja, ich habe von diesem Jesus gehört, ich habe ihn angeschaut, ich will mal ein bisschen probieren davon. Ich will erfahren, wie er ist. Ich will, dass dieser auferstandene Jesus mir begegnet. Und er tut es bis heute. Ich möchte dir 4 kleine Möglichkeiten mitgeben, wie du vielleicht einen so nächsten Schritt machen kannst. Ich habe unter dem Teller diese kleine Zettel, habt ihr vielleicht schon gefunden. Könnt ihr mitnehmen als kleine Erinnerung. Da hat es so 4 Möglichkeiten, vielleicht passt eine genau zu dir. Das erste wäre so ein Auferstehungsgebet. Vielleicht hast du auf dem Herzen, diese Botschaft von Jesus einfach so richtig anzunehmen, aufzuschneiden und zu kosten und zu essen. Dann darfst du dieses Gebet mal durchlesen und wenn du willst, das für dich einfach von ganzem Herzen beten. Vielleicht sagst du auch, du bist mehr am Beobachten, am Schauen. Und es könnte für dich eine coole Einladung sein, wieder mal in einen Gottesdienst zu kommen, um eine weitere Ansichtsmöglichkeit zu haben, diese Frucht anzuschauen, Leute begegnen, die diese Frucht probiert haben und dabei zu erkennen, ob du das auch willst oder nicht. Das dritte, was hier steht, vielleicht denkst du auch, du willst mehr in der Bibel lesen darüber. Das heißt ja, hier hat immer geheißen, nach der Schrift, nach der Schrift, nach der Schrift. Und ich habe hier so einen kurzen Andachtsplan, den man aufs Handy laden kann, um mehr über diese Auferstehung zu lesen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, mehr darin einzutauchen. Oder das vierte, vielleicht sagst du auch, ich bin da auf der ganz kritischen Seite irgendwo. Ich schaue nicht mal hin, aber wenn es tatsächlich wahr ist, wenn dieser Jesus auferstanden ist, dann könnte ich doch dieses einfache Gebet sprechen. Jesus, wenn du wirklich lebst, dann zeige dich mir. Ich möchte auch ein kurzes Gebet sprechen. Wer will, darf gerne in seinem Herzen mitbeten. Jesus, was wirklich an Ostern passiert ist, damals, ich glaube, es sprengt unser Verstehen, unseren Verstehenshorizont, weil wenn es wahr ist, ist es völlig übernatürlich. Aber wenn es wahr ist, ist es auch möglich, weil du, Jesus, Gott bist. Weil es dir möglich ist. Und ich bitte dich, auferstandener Jesus, dass du uns heute begegnest. Und wenn wir uns nicht mit unseren irdischen Augen sehen können, dann hilf uns, dass wir uns dich mit unseren Herzensaugen sehen dürfen. Amen.